Ich bin nu hier in die Hauptstadt bei Anna Goosse. Dankeschön für die Goosse, dass Sie mit mir hier das Interview machen. Können Sie Ihnen vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wo Sie geboren sind und vielleicht auch sagen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin Anna Goosse, geboren Peters. Ich bin in Russland, eigentlich erst in der Ukraine, aber dann war das alles Russland gesagt. In Russland und 1931 geboren. Ich bin nu nog 92. Oh, dat is al een goede Ella. En je kan nog, zoals mij zit, nog ramgonen. Ja, dat kon erst wel zo beetje schwierig. Met mijn relaten moet je dat beter. Ja. Zo ben ik gewoon nog zo begonnen. Ja. En je bent, wanneer je hier in Chaco gekomen, naar Paraguay? In Paraguay komen we aan 47 in september 1990. Oké. Ik zie van de eerste Volendam en dan weer in Argentinië en dan ging je dan op klein Dampfer wieder en dan weer in Paraguay terug. Dan moest een groep in Argentinië blijven. Ja, goed. So, je bent dan eigentlich tiener gewesen, als je herkomen. Je kennen je vielleicht van de Kindheit en dort in je oude heimat nog goed bezinnen. Nou, eigenlijk was ik weer 12 jaar weer Rusland uitvoeren. Aha. Wo weer dat familieleven begint dan dort in Rusland? Nou, ja, als u 6 jaar en Ella ging ze te school? Ja, dat we in de Sovjet-tijd, de ouderen moesten op arbeid. In de verre school dan gingen de kinderen in kindergarten. Die worden dan 's morgens van de moeder aangebracht. Weer dan dagje wat door en dan ten nacht naar huis. En als ik eerst aan de school ging, dan we hadden ook aan onze daar een school. Dan dat we dan aan een, ik weet maar beetje van je was. Dan werd ik eerst van, als 39 kom ik dan in de eerste klas. En aan 40, en dan vangt de derde klas aan 41 aan. En wo deed je met, had je vriend en de volkschool als je een... Oh ja, aan staat weer groot, ik had weer dan veel. Maar alle taub, dat we op een moment mal was, ja daar... Nee, dat niet, dan hebben we nog... te klein. Te klein, dat was ja. nog dus. Maar aan de school, daar heb ik ook... Ja. En wat moesten die ouderen arbeiden? Of wat deden de arbeiden? Ja, mijn pa, dan wordt dat gezegd, konjuch, Piet bezorgen. Also dat we alles zagen. Oh, oké. En die moesten de Piet bezorgen, besonders dem Präsident, dat we dan de Schuld oder de Eberschuld, dem zijn de Piet moesten extra bezorgen. En dan weer hij nog aan stap op een boy hadden ze een meel, een windmeel. En dan moest hij dan ook nog arbeiden van het windkoof. Dat we met wind wordt hij ongetrieben. En mijn ma die arbeidde in Ogorod. Dat is ook rustig, dat is wat man nu zei, gemüsegaarden. Een grote kolkhoz gemüsegaarden. En daar die arbeidde. Dat we niet ganz so schwer op de stap. Aber war je dat aan dat het da anruhig weh an je Kindheit? Ja, als de eerste kerk weer, dacht de elder weer zeer anruhig en werd ook veel vertaald, zo dat die zouden komen. Zo. Maar die dag nog zijn tijd, de rust kreeg nog veel wasgeslapt. En zo leuk als dat ook bij jullie passiert, ja? Ja. Kan je een beetje van vertalen? Als ze mijn voeder namen. Ja, den dag kan ik wat niet moet vergeten. Als hij dan, dat we dan al zeer aardig en dan komt hij van de arbeid, zo zegt hij vandaag moet ik komen. Ah, hij wist dat? Ja, die moesten zich dan zamelen. Ja, die wordt niet de nacht gehoord, dat is veel. Die worden even dag en dan een schoofonkels dan. En dan kon we China kon dan nog niet middag eten, het weer dan ver middag eten. Hij kwam naar huis en zei vandaag worden die mee holen. Vandaag moet ik komen, zei hij. Ja. En dan, mijn ma pakt dan een beetje wat aan, we hadden ook sowieso niet veel wat. Dan gingen we met hem met, wat een bureau wat we nu zijn. Dan zeiden we dat kanselij. En dan moesten de onkels alle, die hadden alle tien gekregen. Er waren veel dan uit onze dorp. En dan vele vroegen met China weer met ihre mannen. En dan taalden ze die ders, de politie weer door, taalden die ders, jongen weer ze alle wat ze op de list hadden. En dan ging je te fout los.
die mussten dann durch mehrere Dorpen gehen, wo dann der Zug ging, wo der Bahnhof war. Und dann unsere Familie, mein ältester Bruder, der war im Studium, der war nicht zu Hause. Wir waren 5 Geschwister. Wir gingen dann auch mit. Bei dem Noberdorp, wir dann nicht so sehr weit, aber viel gingen mit. Und dann sagte mein Pa, ich wollte mal zu gehen, ich kann nicht mitkommen. Und dann dürfen wir Aufscheid nehmen vom Lanzen von Kaon. Sind das das, wie vorher all passiert, einmal war da? Nee, ich war da nicht. Die holte sie, was sie einzeln holte, die holte sie einmal danach. Mit dem schwarzen Auto. Ja. Ja. Aber das ist Massenwesen. Dort passiert immer da. Das war nur die erste Gruppe. Was hat er zu dem gesagt? Du machst nicht was, dort und dort haben arbeiten, oder was? Dort weiß ich nicht, weil sie wissen, dass sie nur im Norden, weit im Norden gescheit waren. Ich komme nicht, vielleicht bis heute, dass meine Mutter was gesagt, aber wir uns nicht. Ja. Dann hat er da Aufscheid nehmen? Dann hat er da Aufscheid nehmen. Meine Mutter ging zu sich an. Ja, das leid. Und die reden die alle mit den Deutschen, die wollten schön hier sein, die wollten nicht weit kommen. Da sag ich dann nach meiner Mama, mag die das nicht so schwer, am 1 Monat reden wir, wo wir drin sind. Ah ja. Der Monat ist niemals gekommen. Ah. Und wie alt warst du dann? 10 Jahre. 10 Jahre, magst du da so mit? Ja. Und auch noch viele andere Familien? Ja, viele Onkels wieder da. Das war dann die erste Gruppe und dann deden sie nochmal weiter. Die nahmen die Jungs von 16 Jahren, ich nahm sie bei 60 Jahren. Und dann deden sie dann noch eine Höhe bei 65. Der Männer, ja. Dann wären allemaal bloß ein paar Olie geblieben. Ein paar Olie und all die Frühes mit den Kindern? Ja. Wer besorgt dann den Piet, das im hohen Mann seine Piet? Naja, da musste dann andere. Musste dann andere? Ja. Vielleicht auch junge Frühes. Junge Frühes musste dann auf Traktor fahren, auf Flächen. Ah ja. Ja. So, und dann irgendwann sind sie langsam rübergekommen. Naja, dann kommt der Deutsche noch an 41, Anfang Oktober, nahmen die das dann da an. Und dann waren wir noch 2 Jahre Tschüss, von der deutschen Regierung dann. Okay. Und ich hatte nur 2 Jahre in der russischen Schule gegangen, und nun soll das Deutsch. Und dann fängt es von 4 an, ABC und so. Dann war da gleich so ein Schwung, und dann kam die Frau 3, musste die Deutsche 3 tragen, und dann nahmen die uns mit. Okay. Was redet ihr Tschüss für eine Sprache? Plattdeutsch? Plattdeutsch. Ja. Also Hochdeutsch? Nee, Hochdeutsch war nicht. War nicht geredet. Plattdeutsch und Russisch? Ja. Okay. En schön musste Russisch, ja. Und in der Pause, das wir immer Plattdeutsch. Ah ja. So, dann wäre einfach viel frühes, was da dann rüt kommen, was dann die Möglichkeit wäre, hier in Paraguay zu siedeln. Und dann fuhren wir mit dem Wagen rüber mit dem Blatt. Und dann reisen wir vom September. Und ab einer steht die Hilfe dann 2 Wege an, dass ich die Pferd wieder verpustet, die kriege wir davon wieder 3. Und dann reisen wir bis im Dezember, dann mal wieder bei der Polsche gerannt. Da gehen sie dann wieder. Und da standen wir dann auch 1 Monat. Und dann ging es mit dem Zug nach Polen. So, sind wir das eigentlich ganz klar, dass Paar nicht wird zurückkommen? Na nee, meine Mann, die reden noch einmal hier im Charco von, jo, wo sie kriegt dann ohne 56. Dann kriegt sie die dort ohne 42 in Russland verhungert wie. Sie sei arbeiten und wenn ich jede. Oh, okay. Gut, überspringen wir das Ganze mal, bis wir in Paraguay ankommen. Hier wären dann alle Mennoniten, die Männer wären hier und die Fernheimer, die holen die Jugend auf? Ja, wir wären dann von Asunción bis Casada fuhren wir dann mit dem Fluss, mit dem Schiff, ja. Ja. Und von da mit dem Zug bis Engboon. Ja. Und dann wird das einmal verteilt. Die Männer, wenn die Männer aufholten, die hadden alle Strauhut ab. Und wenn die Fernheimer holden, die wieder mit Treppers. Und dann zeigten wir, das wäre alles mit Strauhut. Aber weißt du, ans holden die Männer auf,
Und sie sind das so schön, und Männer, wie wir dann gehört haben, sind uns das sehr schön. Dat wij wils je eingeschnitten Land noch nicht reit weh, ja? Da wären wir ein Männer. Na, endlich eingeschnitten wird das auch, aber die Männer wollen das auch gerne haben, und die helfen uns dann hier das Haus bauen. Ah, okay. Ja. Okay. Und wir kommen dann am 48. im April auf unserem Kamp. Hier in Nederland. Ja, Dat wordt je in tweeën gedeeld. Ja. Die ma, witwe. ja. En met hoeveel kinderen? Na 2 Kinder, dann noch 2 Wesenkinder, von 2. ihren Brüdern wieder da. Wauw. Ja, En dan helpen de Männer junt door dat huis te bouwen. das Haus zu bauen. Da hat der Fährschaft gekriegt vom MCC, das soll 6 Meter lang und 3 Meter breit und 4 Fenster haben, wäre das in der Mittelwand. Und wir dann einmal im Computer, der meines Onkels mit uns, hat da die Tee gestrickt. Nu riekte dat niet uit in de Middelwand. Dan laat je de toch. Ja, dat deed ons dan nog her, tegenstrijk in Zelsmeren. Oh ja. Ai, ai, ai. En dan door eten en voor de familie zorgen, dat weet toch gewoon, niet? Voor die ma. Dan moet je zeer schwer hebben. Dat is sowieso zeer maar schobig, man. Ah. En deed je dan door wat akkeren, of dat je een koude maaltje, of dat wo sloeg je thuis? Nou, we waren zeer onderscheid van MCC. Die gaven ons de eerste tijd ook kostgeld. En dat we dan, onder 47 wie Nederland gerund, die hadden je een coöperatief en een klein huisje en een Holstein en een loftje. En daar voeren we dan inchepen met ossen. So, du hast dann deine Jugend an diese Ansiedlungszeit hier gemacht, an diesem Bosch. Wie das alles wat niet verjunt, wat... Ja, zei ja, alles sowieso. Kreeg je dan ook mal eine Begegnung mit Schlangen, mit Schwein oder irgend so wat? Eigentlich gar nicht so groß. Uns war zu Ende gerührt, wie die Schlangen und die Ona und... Krijgt een Diana, heb je contact gehad? Na ja, als we dan Männer werden, da habe ich die dann ein bisschen geleerd. Okay, aber nicht schlimm? Nee, einfach nicht. Ja. Friedliche Menschen. So, ich stelle mir das vor als Jugendlicher, das wäre vielleicht ein bisschen Abenteuer auch, ja? Doch. Jentje an einem Satz eigentlich schreien, ja? Und als wir in dem Dart, dat we komt 39, en dat had am Anfang nog genomen, als is alle da wohnen, dat we Frieden zijn. Als is alle da wohnen, dat we Schulter warten, dan moest je nach Noemutje zeggen. En dan weer een Frieden zijn, en velen zeiden dat ook dat vroeger start. Ah ja. Want die dat wat zegt. Okay. So, en dan had je hier ook dat du dan ook Lothar best een boenje voor schmacken, oder weil man seine Sachen holen en aanbrengen. Ja, dat we dan zo, man durfte zich bij de coöperatief melden en dan kreeg man een lodenschein. En dan hadden zich ons daar 45 jaar gemeld. En mijn broer werd dan al met 17 geweest, die wordt dan voor. En dan kreeg we een lodenschein ook, dat werd dan 45 jaar. En dan werd mijn broer krank. En jeder wie vrouw aan een lodenschein krijgt, dan gaf het wat een beetje geld. En dan zei mijn mama, da wo wir das mal aufzeigen, aber nee, das fehlte schon, da haben wir gelernt, ein bisschen Geld verdienen. Weißt du, ich dann noch spazieren, mit dann noch einen Freund. Aha. Und ans Nuba, der wohl auch fahren, dort wir in Russland ans Nuba, den kann ich auch sehr gut. Und dann sagte meine Mama, ich will fahren. Aber nee, sagt sie mir, ja, wo denkst du an? Du geht dir doch nicht so weit und dann bist du dann außer. Ja, wie alt bist du dann? 19. 19. Eine Jahr mag al die Männer. 3 Mannen. Ja. En dan zei ik nog te haar, hij zei, ik speteer dan nog, hij zei, waarom is je dat ook, die wordt je nog mee afpassen. En dan weer dat nog zo, dan weer nog zoveel pioens heen geweest, dat weer eentje ook gefährlich. Hij zei, ik wil me zo onthouden als een jong, die worden dat niet zijn, dat ik meisje zie. Dan voer ik met, en de ganze week weer was. Ah ja. Zondagochtend voeren we dan Friedensheim los, Bad Lama Plata. En dat kreeg we ook gevraagd, die hadden gedroschen een kafir, wat ze willen hier in een boen gebracht hebben. En dan kreeg we daar nog gevraagd om aan te voeren. En 3 jaar we dan van Nederland. Ja, zo je voerde dan een groep. Ja, alle 5 jaar met ook. Ja, en zijn je
Bist du mal dort einmal gefahren? Jo, weet je heute noch. Ich habe mich so gegrüht auf der Reise. Wirklich? So sehr gegrüht. Wenn uns Pions vorbeireiten, die sagen, da kommst du, da piept den Jochte dann. Aha. Aber die Leute uns sagen. Bei uns dort sind die Latein-Paraguayer Obeda, ja, die Estancieros. Ja, dann wird das doch noch gefährlich. Ja. Von Deutschland da ist das nicht. Nee. Gut, so, und nu habe ich die ganze Zeit hier in Nederland gewohnt. Hast du mal sich frisch befreit dann Oh, nochmal? nee. Nee. Mhm. So, die hat sich da geschlagen mit Jün Taub. Und du hast die dann Lothar befreit mit diesem Jungen, der da mit war. Selbst eine Familie gegründet. Ja, 52 war ich habe. Aha. Und immer hier in Nederland geblieben? Ja. Auch auf der Wirtschaft? Ja, wir haben eine Marktwirtschaft haben wir danach noch dabei. Wir deden Acker. In mijn mond interessiert sich mij voor boerarbeid. En nachher deed hij best zijn arbeid. Ah ja. Dan deed hij maar best een akker voor ons. Mhm. Okay. Wat ik nog intussen habe vergeten te vragen, in welcher Zeit habe ich bezahlt oder Tafelloten? Nou, ja, bezahlt habe ich mich, also, wie wir von der Gruppe, wat nicht Fuß in Paraguay konnten, dann waren wir erst in Argentinien und danach ein paar Monate in San Lorenzo. Ich komme dann von Argentinien bis Asunción und da sehen sie am Chaco, wie nach Tschech, wir können noch hin. Ja. Dann musste ich nach 3 Monaten in San Lorenzo. Und da wir auch Ovenversammlungen, da war ich dann noch 16 Jahre. Wir Ovenversammlungen und war doch immer abgerückt und zurückgeblieben und ich muss das auch all, aber es bleibt nicht. Und da war wieder bei dem letzten Abend und dann muss mir das alles sagen. Aber ich ging doch in das Haus und als ich in das Haus kam, dann wollte mir das so sehr schwer, dann sage ich mir nicht mehr, was erst. Ich sage, ich will auch zurückbleiben, aber ich will das nicht haben. Ich kann das nicht. Und dann sagte sie, well, muss ich beten. Und dann sagte sie, bete für mich. Und dann sage ich, wo Jesus mir das Geistesauge, sage ich einmal, öffnete und weist mir in Blut mit vollgeschriebenen Sinn, wo er in Röde schrieb, Eberbuch. Wow. Dann schrieb ich Frieden am Wort, was so scheint. Dat schreest u zo aan die Gedanken en je zijn. Ja, jetzt sind wir da. Sag bloß echt. Ja. Dat weet nur dem, was du mit deiner Maya gebet hast. Ja, Dat ist ja ein schönes Erlebnis und eine Gewissheit, dass man die Sündenvergebung hat. Ja. Und dann nur irgendwann lässt sie dann taufen? ja, als wir dann am Dorf waren, und dann wurde auch einmal gefragt, als ich wurde reisen zum Taufen. Und dann hat meine Freundin, wir wohnen auf Nuberschaft, und dann haben wir noch ein bisschen schwer, wir hatten sehr top Gebet, dann schrieben die, ich weiß nicht, wie soll uns auch taufen lassen. Und dann hat wir an der Nähe fertig. Und dann wir einen großen Taufen, eine Pinste, an der Nähe fertig. Hast du vielleicht ein besonderes Erlebnis, besondere Gebetserhörung, was du an der Totschatjasch mitgeben? Na, was mir sehr wichtig ist, dass von Deutschland haben die so viel Freiheit, die Kinder, die von jung an das Christliche, und das habe ich eigentlich nicht gekonnt. Als sie 2 Jahre sind, das schon gewohnt, da war ich schon 10,5 Jahre. Oh. Und dass die von Deutschland Kinder von klein an und die jungen Mütter, die sollen ihre Kinder, wenn die da nicht wollen, die sollen den das einfach erlauben und scheiden. Das ist mir sehr wichtig. Sie sind auch schon. Ja, dass die Kinder, die sie gelernt haben, dass sie das mochten nutzen. Und die jungen Mütter, die scheiden da nicht. Ja. Vorhin wollen die Kinder da nicht. Ja. Ja, ik geloof dat kansen dat je ook al zo oud geworden zijn, dat is mooi genoeg. Dat heeft her einfach die Chance, dat u met zo weit nog kannst hier zijn en een schönes Stuhl hier hebben. Ik geloof dat is bloß genoeg van God. Und dass ich so lange mit meinem Mann bleiben. Aha. Ich starb von 18. En hoeveel jaar weer dat, wat je toch weer? 66, 65, da fast fehlt wir noch 66. Wow. Ein paar Monate danach. Ja, dat is schön. En wat groot is je familie? Hoeveel kinderen had je? 5. 5 kinderen?
En 12 grootjes. 12 grootjes, ja. En nu had je al 18 grootjes. Wow, 10 grootjes, ja. Goed, dankzij Frau Gosse. Ik hoop dat dit ook voor jullie interessant was. En ja, tot dem nächsten Mal.